Aber das ist ja eigentlich Quatsch. Ist mir egal, ob da Gegner kommen oder nicht. Ich mach sie alle platt. Mann, ich bin ein Barbar. Ich bin hier, um zu kämpfen, nicht um zu denken. Okay? So. Siehste, der ist platt. Guten Tag, ihr Leid. Wir spielen War Drum und wir gehen da direkt rein. Ich habe noch nicht angefangen zu spielen. Ich habe den Rhythmus kalibriert. Mal ordentlich meinen Rhythmus kalibriert. So. Und dann würde ich mal sagen, starten wir rein. Ich weiß selbst fast nichts vom Spiel. Aber ich hoffe, dass es hier eine Story gibt, die ich jetzt ordentlich vorlesen kann. Und ein Tutorial. Ach so, diese erste Folge, die ich da wohl nennen werde, Folge 0, wird wohl nur Tutorials beinhalten. Behaupte ich jetzt einfach mal so. Ich weiß es ja selbst nicht. Ich habe noch nicht mal angezockt. So, Schwierigkeit wählen. Was gibt's denn hier? Einfach und normal. Hallo, ich habe den Rhythmus im Blut. Yeah. Ich hoffe, es gab jetzt keinen Goofy und Max Ohrwurm. Und falls nicht, ich weiß nicht. Auf geht's. Eine uralte Prophezeiung wurde vorausgesagt. Der violette Stern fiel und brachte das Unbekannte. Mit falscher Magie ringt er um Herrschaft voll Wut, schwächt Mutterrhythmus und verlangt hohen Tribut. Oh, das reimt sich. Wir Kriegstrommler müssen nun kampfbereit sein, die Bedrohung vernichten und unsere Lande befreien. Das reimt sich immer noch. Sehr schön. Ich glaube, das soll sich so reimen. Okay. Jetzt habe ich vor lauter Freude über den Reim die Story nicht mitgekriegt. Okay, lila Dingens ist gelandet. Leute flippen aus. Kampftrommler freuen sich. Irgendwie sowas. Hübsch. Alles klar, Herr stattlicher Krieger. Seit einer großen Verletzung läuft dein Takt am Pfad des Beats vorbei. Na, das ist natürlich nicht gut. Ich hoffe... Weißt du? Pass auf. Ich hab da direkt hab ich ein Mega-Wortspiel. Was ist der wichtigste Muskel von einem War Drummer? Der Bizeps. Geil, oder? Habe ich mir gerade selbst ausgedacht. So. Ich bin der Kriegstrommler und hier, um dich in Form zu bringen. Ja, geil. Lass uns in den Groove kommen. Schlag mich! Was? Der Barock-Klingensturm. Uiuiui. Gut, nun... Jelda Starkhand. Aha. Gut, nun, es ist wichtig, dass du dir deiner Umgebung bewusst bist. Sieh dich auf unserem Schlachtfeld um. Verwende den rechten Stick, um die Kamera zu bewegen und rechter Stick reindrücken, um den Blickwinkel des Schlachtfelds zu ändern. Aha. Ich sehe da hinten kleine Tomatenpflanzen. Ich sehe eine interessante Grafik. Also insofern, dass die Objekte selbst schön gepixelt sind, schön pixelig, aber das Zelt da hinten ist ein 3D-Objekt und der Felsen da auch wenn er schlecht bzw. pixelig texturiert ist. Interessant, gefällt mir. So, Stick reindrücken. Uiuiui. Ich habe noch gar nichts gemacht. Gefechtsreihenfolge. In Gefechten kämpft eine Kriegskapelle in einer Reihe von Zügen gegen die Gegner. In jedem Zug sind die Kriegskapelle und der Gegner nacheinander am Zug. Du kannst alle deine Einheiten in einem einzigen Zug einsetzen. Dann macht der Gegner das Gleiche. Kriegskapelle-Einheit am Zug. Jede Kriegskapelle-Einheit, das hört sich so ein Marching Band. Okay, jede Kriegskapelle-Einheit kann sich in ihrem Zug bewegen und eine Fähigkeit einsetzen. Der Zug der Einheit endet, wenn sie eine Fähigkeit einsetzt oder wenn sie auf die Warten-Schaltfläche klickt. Du kannst deine Einheit nicht nachträglich bewegen. Also es ist immer Bewegung zuerst, dann Aktion. Alles klar. So, Runde 1. Meine Sehkraft ist in Ordnung. Können wir mit dem Sparring beginnen? Junge, du hast eine Narbe am Auge, bin ich mir nicht sicher. Keine Sorge, Jungchen. Ich musste nur nachsehen, ob noch etwas Verstand in deiner Rübe ist. Ich mag ihn jetzt schon. Nun wollen wir doch mal sehen, wie du im Takt zu meinem Beat aus meiner guten alten Kriegstrommel hier kämpfst. Navigiere mit dem linken Stick zum Kriegstrommler und wähle ihn mit A. So, erstmal... Okay, also...
Hier kann ich umgucken. So, also wirklich, also das ist wirklich am übersichtlichsten. Okay, das finde ich gut. So, also, der Yielder Starkhand, oder heißt er Starkhand? Kann auch sein. Das ist ein Kriegstrommler auf Level 1. Der hat Eigenschaften. Okay, ich drücke mal aus. Bewege den Kriegstrommler näher an den Krieger, indem du das markierte Feld mit A wählst. Also quasi hierhin. Warum denn nicht dahin? Was machen die roten Felder? Weiß ich nicht. Ich sollte nicht zu viele Fragen stellen. Das wird 100 Pro noch erklärt werden. So. Wähle die Fähigkeit Rhythmus der Macht aus den Schaltflächen unten und wähle den Krieger oder Kriegstrommler mit A, um die Rhythmusphase zu starten. Okay, Rhythmus der Macht. Okay, 4-mal A drücken, das kriege ich gerade noch hin. Alle verbündeten Einheiten innerhalb der Aura erhalten eine 6- bis 9%ige Schadensstärkung für 2 Züge. Wechselt Passivfähigkeit zu Aura der Kriegstrommel. SDN. Was ist SDN? Aura der Kriegstrommel SDN. Ach, SDN steht für Schaden. SCHDN wäre vielleicht... Okay, es steht für Schaden. 15% Schaden innerhalb der Aura der Kriegstrommel. Ach ja, das ist die Aura der Kriegstrommel, alles klar. Das ist eine ziemlich leise Trommel, hat er ziemlich böse runtergedämpft, dass die nur so ein paar Felder zu hören ist. Aber okay, wollen wir mal nicht meckern. So, was soll ich machen? Wähle die Fähigkeit Rhythmus der Macht aus den Schaltflächen unten. Also das da. Und wähle den Krieger oder Kriegstrommler mit A. Okay, also das wähle ich, ja. Und jetzt soll ich den Krieger, also... Ja, soll ich jetzt den Krieger wählen oder den Kriegstrommler? Ich wähle den da. Die Rhythmusphase beginnt. Die Rhythmusphase beginnt, wenn du einen Angriff oder eine Fähigkeit einsetzt. Das Spiel zoomt heran und gibt dir eine Reihe von Tastenkombinationen vor, die du zum Beat der Kriegstrommel schlagen musst. Rhythmusphase erlernen. Zuerst lernst du auf der Zeitleiste, welche Knöpfe du drücken musst und auf welchem Takt. Mit dem Rhythmus der Macht des Kriegstrommlers schlägst du A im Takt des Beats. Okay. Folge der Anzeige, während sie sich durch die Zeitleiste bewegt und mach dich bereit, den Beat zu wiederholen. Wenn sich der Indikator ein zweites Mal durch die Zeitleiste bewegt, bist du an der Reihe, das Gelernte zu wiederholen. Versuche A im Takt zur Musik aus der Kriegstrommel zu drücken. Ich soll A aus der Kriegstrommel drücken. Kriegstrommel hat doch gar kein A. Ja, ein O, ein E, ein I, aber kein A. So, gut, okay, der erste Takt, 4/4-Takt, so wie es aussieht, ist also zum Eingrooven und beim zweiten wird getrommelt. So, ja, wie ist es? Kannst du die Macht des Beats spüren? Der Rhythmuszauber fließt durch mich. Ich habe dieses Gefühl vermisst. Ja, aber sowas von fantastisch. Geh jetzt und verpasst dem Trainingspupperich, das ist ein Mann, ein männlicher Trainingspupper, ein paar Klatscher im Takt der Kriegstrommel. Denk daran, wirklich auf den Trommelschlag zu lauschen, wenn du deine Angriffe ausführst. Moment. Also das ist jetzt wirklich hier dieses Rhythmusding, ist das Angriff. Oder muss ich das vorher machen zum Buffen und danach kommt noch ein Angriff? Wir werden sehen. Wähle den Krieger und verschieb ihn neben die Übungspuppe. Du bist ein Krieger. Baruch Klingensturm. Sehr schön. Easy. Dahin. Okay. Rhythmusphaseneingaben. Neben A kann die Rhythmusphase oben, links, unten, rechts. Wieso nicht links, oben, unten, rechts? Egal. So wie B, X, linker Button, rechter Button und linker Trigger. Wieso nicht rechter Trigger? Als Beat-Eingabe verwenden, um im Takt des Beats zuzuschlagen. Okay. Nicht gut, ich werde Probleme haben mit A, B und X. Ich muss mir merken, dass A unten ist. Also nicht so, wie es auf dem Controller ist gerade. Das ist schlecht. Du kannst die Eingaben, die in einer Fähigkeit verwendet werden, überprüfen, indem du über die Fähigkeitstaste fährst. Der Klingenhieb des Kriegers verwendete links für die Vorbereitung und A, um 3-mal anzugreifen. Super Sache. Die Wirkung der Rhythmusphase auf Fertigkeiten. Wie gut du in der Rhythmusphase abschneidest, wirkt sich auf die Stärke der Angriffe und Fähigkeiten aus. Beispielsweise verursachen gut und perfekt Schläge
mehr Schaden und haben höhere kritische Trefferchance. Okay, also gut und perfekt. Ja, bleib halt einfach im Rhythmus. Fahre mit dem Mauszeiger über eine Fähigkeit, um die Schadensreichweite und kritische Chance zu sehen, die sie basierend auf deiner Rhythmusleistung hat. Stärkere Angriffe haben schwierigere Rhythmusmuster, verursachen aber mehr Schaden, wenn du erfolgreich bist. So, wie, ach so, da unten, da kann ich drüber fahren. Soll ich mal irgendwie, Moment, ich soll da irgendwo... Wähle die Fähigkeit Klingenhieb unten aus und wähle die Übungspuppe mit A aus, um anzugreifen. Achso, ich habe jetzt die Fähigkeit. Ich wollte doch aber eigentlich gucken, einen Gegner inspirieren. Wir machen jetzt hier fein Tutorial fertig. So, also nochmal A drücken. So. Sorry, ich habe den Anfang verhauen und dann nicht gut weitergemacht. Alles klar. Gegner am Zug. Oh, hoffentlich haut er mich nicht zu stark. Was? Wieso kann denn der mich hauen? Was soll das? Warum hast du mir nicht gesagt, dass das Ding zurückschlägt? Aber echt jetzt. Überraschung! Ich wollte, dass ein erfahrener Kämpfer wie du eine kleine Herausforderung hat. Ja, super. Also habe ich einen unserer Rhythmuswirker einen Rhythmusstein reinwerfen und ihn mit Magie durchdringen lassen. Aha. Aha. Danke. Keine Ahnung, was du redest. Und nun, mächtiger Krieger, lass mich dir ein bisschen mehr Schwung geben, auf dass du deinen strohigen Widersacher bezwingen kannst. Die Aura der Kriegstrommel. Der Kriegstrommler wirkt außerdem eine Aura um sich, die auf der zuletzt ausgeführten Fähigkeit basiert. Einheiten der Kriegskapelle, die sich innerhalb der Aura befinden, erhalten eine Stärkung, die durch das Symbol und die Farbe der Aura angezeigt wird. Ah. Die Art des Stärkungseffekts der Kriegstrommel kann mit den Fähigkeiten des Kriegstrommlers geändert werden. Zum Beispiel ändert sich durch das Wirken von Rhythmus der Macht die Aura zu einer Stärkung des gesamten verursachten Schadens. Okay. Fahre mit dem Mauszeiger über das passive Symbol der Aura der Kriegstrommel auf der linken Seite, um Näheres zu erfahren. Würde ich ja gern machen, aber rein theoretisch habe ich gar keinen Mauszeiger. Stehst du? Ich habe schon einen Mauszeiger hier. Nö. Ich habe wirklich keinen Mauszeiger. So, lass mal gucken. Also der da trommelt, ja? Und wenn er da ist, also wenn man hier in diesem Bereich ist, dann kriegt man mehr Gedönse. Bewegt den Trommler näher zum Krieger, um ihm den Schadensboost der Kriegstrommel-Aura zu geben. Nutze dann linker Button oder rechter Button, um zum Krieger zu wechseln und drücke A auf der Einheit, um einen Angriff auszuwählen, den du auf die Puppe anwenden möchtest. So, okay, also. Du musst, also ich muss den da auswählen, ja? Ich muss den da hinsetzen. So. Jetzt, ja, okay, Rhythmus der Macht, alles klar. Was ist das da? Wie 1. Und das da? Und 1, 2. Triff ein Einzelziel in Nahkampfreichweite 2-mal und füge... Moment, der kann auch? XA, XA. Das müssten die da sein. Also YB, YB. Mann, kann man sich nicht mal auf das einzig wahre Controller-Layout einigen? Das Nintendo-Layout? Das einzig wahre? Okay. Ich mach das jetzt mal, aber ich hab doch... Bewege den Trommler näher zum Krieger. Moment, das soll ich gar nicht machen, gell? Ja, so, ich soll da jetzt halt ordentlich draufhauen, habe ich gehört. Ist das richtig? So. Bewege den Trommler. Nee, der da. Den da. Den da will ich und ich will dem auf die Mappe hauen. So. Aha, okay, ich sehe gerade, dass ich dann, also über mir dieses Schwert +1 wohl, dass ich erhöhtes Dingensbummens habe. So, ja, ich will jetzt da draufhauen. War das gut? Der hat ja immer noch Energie. Kann ja wohl nicht sein. Und jetzt? Jetzt kann ich mit ihm wieder hier rumbumsdingsen. Stay on the beat. Triff ein Einzelziel in die Nahkampfreichweite 2-mal und füge ihm physischen Schaden zu. Aber er ist nicht in Reichweite, richtig? Ja, gucke. Pass auf. Wenn ich... Pass auf. Ich kann ja mit ihm mich da hinstellen, oder? Also. Warten. 1, 2. Ja, das Ding ist, ich würde... Ja. Hopp. Ist gut.
Ich würde ihn halt... Achso, da muss ich ihn bewegen. Ich kann mich nicht bewegen. Warum kann ich denn... Weil es halt so ist. Auf geht's. Was willst du? Nein, geh weg. Hallo? Ja, pass auf. Ich würde gerne den Trommler näher an die Figur stellen, damit ich ihn mit meinem Nahkampfangriff treffen kann. Kann ich nicht. Okay, dann würde ich gerne meinen anderen Charakter wählen. Kann ich aber auch nicht. Ach so, ja, jetzt kann ich irgendwas machen. Let's go. Ja, Moment. Bewege den Trommler näher zum Krieger. Also... So, Trommler näher zum Krieger. Dann geht er mal da hoch. So, das geht schon mal nicht. So, also ich muss mit ihm jetzt irgendwas machen, aber ich kann nichts machen. Ich bin hier gerade linker Trigger, Gegner, Reichweite umschalten. Jetzt ist ja gut. Alter, lass mich... Ja, okay, dann will ich das jetzt halt machen, ja? Ausgewählt. Ach so, jetzt. Ach so, oh, Junge, also das ist keine gute Erklärung. So, was ich jetzt gemacht habe... Nee, das ist falsch. Okay. Stärkungsdetails ansehen. Wo ist ein X? Da. Auch nicht. Ja, komm, ich beende den Zug. Es tut mir leid. Ich konnte nichts machen. Also wirklich, ich verstehe gerade nicht, was hier los ist. Ich will mit meinem Krieger zuhauen. So, mit ihm will ich da... Jetzt geht's. Ihr habt es vorhin gesehen. Der Krieger konnte nichts machen, bis der Trommler seinen Move beendet hatte. Aber der Trommler konnte keinen Move machen. So, jetzt pass auf. Move mal darüber. Nein? Moment. Nicht... So, jetzt pass auf. Ich würde gern das da machen, ja? XA. Auf diesen Gegner da. Das war komplett kacke. Ich weiß auch, wo das Problem liegt. Gut gemacht. Du wirst im Handumdrehen mit Mutterrhythmus im Einklang sein. Hast du das gehört? Das war der Alarm. Wir werden wieder angegriffen. Steinschultern hat Wachdienst auf den Palisaden. Er würde nicht trommeln, wenn es nicht ernst wäre. Los, auf ins Gefecht. Okay, haben wir das Tutorial so ein bisschen durch jetzt. Ich muss gleich noch euch sagen, was ich gerade rausgefunden habe, was ein bisschen problematisch ist. Aber erst kommt ein bisschen Story, glaube ich. So, Stein, wir sind da. Was ist hier los? Ein Rudel infizierter Tölen ist die Umzäunung eingedrungen. Gefechtsformation vorbereiten. Ziehen wir es durch. Okay. So, Planungsphase. Bewege und platziere Einheiten innerhalb des gelben Planungsbereichs mit L und A. Wenn du zufrieden bist, halte Y gedrückt, um das Gefecht zu beginnen. So. Also, ich kann euch mal ganz kurz erklären, was das eben war. Ich muss das allerdings blind erklären. Diese Rhythmusleiste, ne, kriegt er angezeigt. Und die ist ja im Viervierteltakt. So, jetzt ist aber das Problem, dass scheinbar diese Leiste beginnt auf einem Offbeat und endet auf einem Offbeat. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Also ein Offbeat ist das, was nicht grün ist, nicht A-Knopf war in dem Moment. Und das bringt einen extrem raus. Denn man kann nicht auf den Takt hören, also schon irgendwie, aber nee, eigentlich nicht. Denn die Runde endet auf einem Offbeat und beginnt auf einem Offbeat. Das heißt, dass ein kompletter Takt verschoben ist. Versteht ihr das? Das bringt mich komplett raus. Wer macht denn sowas? Egal. So, also, was mache ich hier? Kann ich irgendwie so gucken? Gegner-Reichweite umschalten? Achso, das ist Gegner-Reichweite, ja? Ich hätte gerne meine eigene Reichweite, würde ich gerne sehen. Die sehe ich dann, wenn ich ihn wähle, oder wie? So, den kann ich jetzt halt irgendwo hinstellen. Ja, aber warum sollte ich den denn... Ach ja, pass auf. Wir stellen den dahin. Und den Trommeler... Komm mal her, du.
Dich stellen wir dahin. So. Ich habe keine Ahnung warum, aber komm, mach mal hin. So, Gefecht beginnen. Diese Tölen werden ziemlich leicht fallen, aber versucht, nicht von ihnen überrannt zu werden. Es ist besser, den ersten Schlag zu landen, als gebissen zu werden. Alles klar. Also, ich muss Gegner angucken. Sehe ich das richtig, dass diese Gegner... Okay. Okay. Wie ist denn das? Können die diagonal angreifen? Also der Schwertfuzzi, weiß den Namen nicht, und der Axtfuzzi, der heißt Steinschulter, den kann ich mir merken. Die können nicht angegriffen werden, denke ich gerade. Wenn sie hier stehen bleiben. Ja, dann stehen wir doch recht gut. Denke ich mal, oder? So, jetzt würde ich mit ihm mich hier hinstellen. So. Achso, Moment, ich will auch ein bisschen trommeln. So, jetzt. So, hier kann man es sehr gut sehen. 1, 2, 3, 4. Ne? Das ist Viervierteltakt, alles klar. Seht ihr diese kleinen Plusse vor und hinter den grünen A? Ne? Das sind die Offbeats. Das sind dann die Achteltakte quasi. Die Achtel. Wenn aber diese Leiste beginnt mit einem Achtel vor dem ersten Beat und endet mit einem Achtel vor dem ersten Beat, ist das ein ganzer Viertel, bevor das Ding durchläuft. Sprich, das Ding läuft einmal durch, dann kannst du nicht einfach blind im Rhythmus drücken, weil du warten musst, einen ganzen Viertel, bis du, ich muss mal näher ins Mikrofon gehen, bis du dann anfangen kannst. Das heißt, du musst hier auf Sicht spielen. Bin ich schon zu sehr im Bemani-Jargon. Du musst hier den Anfang, kannst du nicht nach Gehör spielen. Und das ist nicht der Witz von Rhythmus, dass man auf Sicht spielt. So, gleich mal gemeckert hier. Alles klar. Ich trommel mir mal eins, ja. So. Ja, mach mal. Das ist dumm. Nee, das ist dumm. Das ist einfach nicht gut. So, untersuche Werte und Fähigkeiten des Gegners. Ja, das will ich eigentlich. Achso, ich habe ja eigentlich nur einen Hund geguckt. So, pass auf. Ja, die anderen kommen eh nicht so weit. Es geht nur um den, der einigermaßen weit kommt. Also könnte ich jetzt schon mit ihm hier angreifen irgendwie? Nee, aber ich kann mich positionieren. Ich mach mal kurz hier. Nee, weißt du was? Hier. Zack, Runde beenden, alles klar. Ich warte mal, bis die rankommen. Die kommen jetzt eh ran. So. Okay, also. Wir stehen hier... mal hier, so. Wir stehen hier fleißig im Rhythmusgedödel von dem da. Jetzt müssen wir natürlich... Das war vielleicht nicht so die gute Idee, stelle ich gerade fest. Untersuche die Werte und Fähigkeiten des Gegners, indem du rechter Trigger trickst, während du mit der Maus über ihm fährst. Trigger trickst. Okay, ich triggere Trigger. Rudelstärke passiv. Minus 15% erliedener Schaden, wenn 4 oder mehr Töne auf dem Schlachtfeld sind. Da haben wir mal Glück gehabt. Wütender Biss, ein Nahkampfangriff, der physischen Schaden verursacht. Die Töle ist auf der Shioso-Ebene heimisch. Normalerweise meidet sie Menschen, aber die kürzliche Infektion mit unbekannten lila Kristallen auf ihrem Rücken hat sie unberechenbarer und feindseliger gemacht. So, haben wir jetzt natürlich gerade doof gemacht, eine komplette Runde auszudingsbumsen, weil jetzt können die ja im nächsten Zug uns ordentlich angreifen von überall her. Das ist natürlich doof. Ja gut, dann pass auf. Dann hilft alles nichts. Dann gehen wir jetzt dahin. Ich würde... So. So, jetzt hab ich dich. Also XA, XA. Ja, mach. Ich hoffe, dass das noch gepatcht wird, weil das kann nicht sein. Das muss doch aber auffallen. Das muss doch dem Entwickler auffallen, dass das doof ist, da ein Achtel vorne und hinten dran zu machen. Das... Naja,
Wahrscheinlich können sie nur nach Dirigent spielen. Die Musiker. Ich habe keine Ahnung. Achso, die ist schon platt? Ja, das ist ja billig. Ich dachte jetzt, da muss jeder jetzt einmal ordentlich draufhauen. Okay, jetzt pass auf. Dann würde ich mal sagen... Haust du den da weg, ja? Jo. Dann mach mal hin. Oh. Unwahr. Unwahr. Der ist unwahr. Nicht schlecht. Der war... Nicht, dass er schlecht war, der war unwahr. Ja, ich wollte nur gucken, was passiert. Ich habe den falschen Knopf gedrückt, einfach nur. So. Direkt von vorne angreifen. Was kann denn der da Feines? Okay, der hat... Interessant. So, alles klar. Welle jetzt... Da kommen noch mehr Wellen? Okay. Leute, gebt diese weiter. Ich nenne sie Sprengmuscheln. Werft sie auf die Eindringlinge und sie explodieren und brennen die Haut weg. Oh ja, gleich mal mit ganz fiesen... Das aber nicht hier kriegskonform. Das macht man nicht so. Was zum Teufel, Jell? Als ich das letzte Mal eins deiner Dinger benutzt habe, habe ich fast einen Arm verloren. Ja, echt, ey. Mann, das ist gegen die Genfer Konvention. Ich erinnere mich, es war ein Riesenspaß. Ja, super, ey. Genug in Erinnerung geschwelgt. Werft sie einfach auf die Eindringlinge und versucht, eure Freunde nicht zu treffen. Ja, das ist eine super Idee, Junge. Gegenstände. Gegenstände können den Ausschlag in einem Gefecht geben, wenn sie effizient eingesetzt werden. Die Kriegskapelle hat eine gemeinsame Gegenstandstasche, die ohne Verbesserung einmal pro Runde und mit voller Verbesserung dreimal pro Runde verwendet werden kann. Gegenstandsverwendung. Jede Einheit kann einmal pro Zug Gegenstände verwenden. Ihre Verwendung beendet den Zug einer Einheit nicht, daher sollten Gegenstände am besten vor einem Angriff oder einer Fähigkeit verwendet werden. Interessant. Die Gegenstandstasche findest du, indem du das Gegenstandssymbol unten auf dem Bildschirm wählst. Achso, das dann da unten. So, jetzt pass mal auf. Verwendung beendet einen Zug nicht, aber eine Aktion beendet immer den Zug. Ist das richtig? Also kann ich es entweder bevor ich mich bewege oder nachdem ich mich bewege, ein Item nutzen. Aber nicht nachdem ich einen Angriff oder halt eine Aktion gemacht habe. Alles klar. Ich verstehe hier... Achso, der sagt wirklich For Mother. Achso, für die Rhythmusmutter. Ich verstehe dauernd For Mother. Arme Mutter. Aber echt, ey, guck dir an. Bei so rhythmusgeschwächten Leuten wie uns. Die arme Mutter. So. Ich würde mal sagen, pass mal auf. Ich verstecke mich mal hier ganz geschickt hinterm Stein, ja? Dann werde ich einen Gegenstand verwenden. Zusätzliche Aktion. Einen Gegenstand verwenden. Beende den Zug der Einheit nicht. Eine Verwendung in diesem Zug verbleiben. Dann hätte ich zwei... Die zwei... Nee, sag ich mal hier. Heilendes Pulver. Nee, das sollen die nicht kriegen. Sprengmuschel. Verursacht 20 Schaden in einem kleinen Bereich. Alter, da grillt eine Wildsau. Sag mal, sind wir hier mitten im Dorf? Sehe ich eben erst. Sorry, ich habe mich noch gar nicht umgeguckt hier. Also das sind sehr... also seht ihr hier irgendwo Gemüse? Wir sind sehr... Das ist ein Karnivorendorf. So, also, wo waren wir denn eigentlich? So, ich will das da irgendwo drauf werfen. Nee, doch. Aber wo? Moment. Wo war ich denn jetzt? Nicht, dass ich jetzt was Falsches mache. Heilendes Pulver? Nein, Sprengmuscheln will ich werfen. Ach so, das eine ist... Moment. Okay. Also das AOE ist... Habe ich vergessen, aber das ist die Reichweite, wo das Ding reicht. Aber was ist der große Ding? Ist das Aktionsding, wie weit ich es werfen kann? Scheint so. Aber dann würde das hier keinen Sinn ergeben. Hat jeder so ein Dingens einstecken? Achso, das hier ist die Reichweite. Ihr seht es hier, so, hier. Und ich kann nur den da treffen. Da die natürlich versetzt stehen, ist das ein bisschen doof. Kann man nichts machen. Ich muss ausprobieren. Sprengmuschel. Naja. Ja, crush them. Jetzt warte doch mal ab. Jetzt noch ein Lied spielen, bitte. So. Genau. Das machen wir jetzt.
Sorry, dass ich da immer wieder mit dem Kopf schüttel, aber das ist wirklich eine Designentscheidung, die muss jedem beim ersten Mal spielen aufgefallen sein. Oder mache ich hier irgendwas? Nee. So, ist ja gut. So, pass auf. Ich will wieder diese Kameraansicht von schräg oben haben. Die ist nämlich ziemlich gut. Alles klar. Jetzt komm du mal her. Natürlich doof jetzt. Es ist alles doof gerade. Ich habe mein Mannequin nicht... Okay, wir müssen hier... Ich muss den da hinsetzen. Klingenhieb brauche ich nicht zu machen. Ich muss hier... Ich behaupte jetzt einfach mal, dass ich den Trommler schützen muss. Weiß ich ja nicht. Das Problem ist halt... Ja, okay. Vor denen da sind wir relativ sicher. Ach so. Ach so, ja, nee. Also, Items einsetzen kann ich einmal pro Runde. Und das, egal wer, also wir haben geteiltes Inventar. Okay, dann würde ich mal sagen, dann bauen wir hier ein bisschen eine Mauer hin. Hallo? Ja, du. So, einfach nur um den da ein bisschen zu schützen, ja? So, Runde beenden, alles klar. Kann ich jetzt irgendwie blocken oder so? Junge, der hat aber schon. So. Nächste Frage ist, können 2 Gegner auf demselben Feld stehen? Scheinbar nicht. So. Animierte rote Linien. Wenn eine Spielereinheit ausgewählt wird, zeigen die animierten roten Linien, welche Gegner in Reichweite sind und die Einheit angreifen können. Ach so. Ich dachte, die Linien zeigen, welcher Gegner auf welchen von meinen Leuten fixiert ist oder wen die angreifen wollen, egal wo sie stehen. Aber das ist ja dann noch einfacher. Das siehst du doch eigentlich, wenn du drüber gehst. Aber okay, es ist eine Vereinfachung, ich will nicht motzen. Das ist keine Garantie für einen Angriff, denn Gegner können ein anderes Ziel wählen oder etwas anderes tun. Schön, dass es nochmal extra erwähnt, wie so doof ist wie mich. In jedem anderen Spiel zeigt diese Linie halt, wen sie angreifen wollen, aber das zeigt einfach nur, wer in Reichweite ist, okay. Rückgängig machen. Verwende B, um Bewegungen von Spielereinheiten rückgängig zu machen. Beachte, dass die Verwendung einer Fähigkeit oder eines Gegenstands die rückgängig Warteschlange zurücksetzt, sodass Bewegungen vor diesem Zeitpunkt nicht mehr rückgängig gemacht werden können. Fähigkeit oder Gegenstand und dann kannst du deinen Move nicht zurücksetzen quasi. Kombinierte Angriffsreichweite der Gegner. Drücke linker Trigger, um kombinierte Angriffsreichweite der Gegner ein- oder auszuschalten. Die kombinierte Reichweite wird in lila auf dem Schlachtfeld angezeigt. Irgendwo in dem lila Bereich zu stehen bedeutet, dass mindestens ein Gegner deine Einheit mit einem Angriff treffen kann. Mindestens einer. Im Moment treffen sie alle. Oh, da fällt mir gerade ein. Warte mal, lass mal kurz gucken. Was war das wieder? Gegner inspizieren. Ich habe hier gerade Rudelstärke ist da aktiv. Die erleiden gerade weniger Schaden. Das ist schlecht. Das heißt, wir müssen jetzt mal irgendwie dafür sorgen, dass da mal ein bisschen Rambazamba gibt. Also zuallererst mal, du hast dich vorhin eigentlich recht gut dran gestellt. Pass auf, kann ich an dem Gegner vorbeigehen? Nee. Hier ist gerade zu. Ich kann hier selbst nirgends hingehen. Außer da hoch. Moment, ich könnte aber mit dem da, den da hinten platt machen. So, pass auf. Das machen wir genauso. Nee. Zurück. Pass auf. Wir schmeißen mit dem eine Sprengmuschel und zwar dahin. Und dann dürften wir theoretisch die 2 da treffen. Die stehen da nämlich gerade sehr, sehr gut. Wir probieren es mal. Und ich dürfte theoretisch nicht getroffen werden. Sehr gut. Okay, das hat funktioniert. Das haben wir doch super drauf hier. Jetzt pass auf. Also, den da stelle ich da oben hin und hau dem ordentlich eins auf den Latz. Quasi so. Machen Sie mal. Ja, ist ja gut. Ich will ja gar nicht meckern. Einer ist platt. So. Der da kann theoretisch überall hingehen. Aber mit dem da gehe ich jetzt dahin und trommel dem ordentlichen Lied. Verstehst du? Ah ja. Ging so, aber hingekriegt. So, jetzt pass auf. Der da... Der muss jetzt halt 2 schlucken. Der muss jetzt einen fürs Team nehmen, weißt du?
Ja gut. Dann würde ich aber sagen... Kann ich mich hier irgendwo hinstellen, wo mich der andere nicht kriegt? Nee. Ich werde jetzt hier... Den werde ich halt schlucken müssen. Sozusagen. So. Konzentration. Den habe ich ja wohl zerhackstückelt. Sag ich mal so. So, der wird mich jetzt halt treffen. Ich fände halt cool, wenn man noch so ein Abwehrbeat hätte oder so. So. Komm. Den machen wir auch einfach platt. Sollten wir geschafft haben. Sehr gut. Also, Sieg. Gefecht 0 abgeschlossen nach 5 Runden. Hab mich vielleicht auch ein bisschen doof dran gestellt. Macht ja aber nichts. Flow ist bei 95%, die maximale Combo bei 21%. Perfekt habe ich immerhin 71%. Gut 25% und schlecht 4%. Ja, da war ich... Ist passiert. Beute 37, 44 Krähenfüße. Fallenfeld, dass jeder einer, die drauf tritt, 25 Schaden zufügt. Rechter Trigger macht was? Aha, was ist... Schmuckstück-Inventar? Was ist das? Schmuckstück ablegen? Was ist das alles? Ich habe keine Ahnung. Mit X geht's weiter. Wo ist X? Das ist X. Okay. Na super. Jeder levelt auf, nur ich nicht. Okay. So. Guck hier. Schützen. Geschützt. Geschützt vor Einzelzielschaden und Schwächungen durch Beschützer, wenn in 2 Feldern Reichweite. Effektbereichfähigkeit, die diese Einheit treffen, wirken sich auch auf Beschützer aus, wenn in 2 Feldern Reichweite. Unbeweglich, kann nicht gestoßen werden. Man kann also Leute oder Gegner stoßen, zurückstoßen oder wie? Gut. Schützen. Alles klar. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Das ist voll einfach, wenn du im Rhythmus bist. Aber nicht, wenn ich das... Schütze einen Verbündeten vor Schaden, indem du ihm geschützt gewährst. Werde 1 bis 2 Züge lang unbeweglich. Ach so, wenn ich geschützt bin, bin ich unbeweglich. Ach so, nee, Moment. Ich bin gerade im Überlegen, was unbeweglich. Heißt das auch, dass ich mich... Also, dass ich nicht rumgestoßen werden kann, ist klar. Aber kann ich denn mich da bewegen? Das ist eine gute Frage, ne? So. Fahre über die gewünschte Fertigkeit und halte A gedrückt, um sie zu speichern. Du kannst den Fertigkeitenbaum auch über die Schaltfläche einsehen. Was haben wir denn sonst noch? Verspottet. Hat eine Chance von 25 bis 75%, die Einheit anzugreifen, die das Verspotten ausgeführt hat. Kann nicht gestoßen werden, aber warum sollte ich das machen? Füge Gegner innerhalb des Effektbereichs verspottet zu und werde 1 bis 2 Züge lang... Achso. Ach, mal... Moment. Ja, aber ist das nicht vollkommen sinnlos? Verstehe ich das gerade richtig? Ich füge den Gegnern Verspotten zu. Ich verspotte die Gegner. Und dann habe ich eine 25 bis 75%ige Chance, dass Gegner mich angreifen? Warum sollte ich das wollen? Ist das... Also ich... Hä? Also die macht auch keinen Schaden, dieses Verhöhen. Das macht einfach nur Gegner verspotten. Ich meine, das Einzige, was ich halt habe, ist, dass ich dann unbeweglich bin und nicht rumgestoßen werden kann. Aber zu einer recht hohen Prozentanzahl werden Gegner dann mich angreifen, weil ich sie verspottet habe. Ach so, das ist vielleicht, damit die Gegner halt mich angreifen und nicht meine Mitstreiter. Ah, okay, ja, okay. Dann erklär das doch, Mann. So. Gut. Was war das andere? Was ist das da? Öffnet die Fähigkeit. Schützt vor Einzelzielschaden und Schwächungen durch Beschützer in 2 Feldern Reichweite. Okay. Effektbereich, also das ist einfach nur geschützt.
Und das andere zieht die Angriffe der Gegner auf mich, auf ihn. Er ist wahrscheinlich ein Tank oder sowas. So, was ist denn das da unten? Fertigkeitsbaum. Zeig mal kurz hier. Nee, ich will da schon gucken. Ach so, und dann kann ich hochgehen und auf Stufe 7 oder 8 sogar. Alles klar. Ich glaube, so weit bin ich noch gar nicht. Wahrscheinlich kriege ich das alles noch erklärt. So, wir bleiben jetzt dabei. Ja komm, wir nehmen das mal. Einfach, weil ich hoffe, dass er mein Tank ist. Und da kann es nicht schlecht sein, das zu können. Also. So. Guti. So, was haben wir bei ihm? Herzschlag. Ich verstehe. Heile ein Einzelziel zweimal. Wechselt Passivfähigkeit zu Aura der Kriegstrommel-Regeneration. Guti. Oder? Achso, der hat nur das eine, was er kriegt. Ja, dann würde ich mal sagen, das nehmen wir dann, ne? Aber ich will mal seinen Fertigbaum gucken. Halt. Komm mal her, ich muss auch A drücken. Rhythmus des Steins. Aufmerksamkeit. Passiv. Ja, gut. Nee, dann ich nehme das. Bleibt ja nichts anderes übrig. Hallo? Achso, ja, hast du automatisch. Ja gut, danke. So. Und was macht das da? Achso. Ach, hab ich noch nicht. Den muss ich doch gar nicht machen, weil geht ja eh nicht. So. So, ich bin hier noch im Menü. Ich bin ja noch im Trainingsmodus quasi, habe ich ja gesagt. Wir gucken, was das da ist. So, das ist einfach Glück. Gibt es auch Widerstand, Verteidigung, Magie, Geschicklichkeit, Stärke und Lebenspunkte. Lass mal kurz bei ihm da drüben die Lebenspunkte checken. 105 war eine gute Idee, ihn als Tank zu bezeichnen. Denn er ist ein Tank. Zumindest hat er ordentlich HP. Geschicklichkeit hat er nicht so viel. Keine Ahnung, was die ausmacht. Wahrscheinlich wie gut, dass man kritische Treffer landen kann. Magie ist Magie. Verteidigung hat er auch die höchste Lebenspunkte und Verteidigung. Und Stärke. Na, Stärke nicht. Aber ja, Widerstand 5. Keine Ahnung, was das ist. Glück nicht so viel. So, alles klar, weiter. Okay. So, ich fange gerade erst an. Wo ist der Rest von Ihnen? Keine Ahnung. Bedrohung neutralisiert. Ich bin froh, dass du wieder an meiner Seite kämpfst, Baruch. Ich bin froh, zurück zu sein. Die lange Pause bringt Zweifel mit sich, ja. So ein Quatsch. Dein Herz schlägt stark, der Rhythmus fließt auf ewig in dir. Das ist so richtiger Barbaren-Talk. Das auch. Oh, was ist das? Rhythmuswirkerin Empra. Beschützer. Ich bringe dringende Worte vom Ältestenrat. Die Angriffe auf unser Dorf haben zugenommen und es ist Zeit für einen Tempowechsel. Sie haben beschlossen, eine Kriegskapelle zu entsenden, um ein Bündnis mit dem Stamm der Talamanti im Osten zu suchen. Und wenn möglich, die Quelle der Angriffe zu finden und zu zerstören. Kriegstrommler Starkhand, die Aufgabe fällt dir zu. Wähle deine Kriegskapelle und brecht noch heute zu dieser Mission auf. Ja, Herrin. Ich nehme diese Jungs mit und, wer auch immer sonst noch mitkommen will. Danke, Emperor. Ich werde die nötigen Vorkehrungen treffen und wir werden uns so schnell wie möglich auf den Weg machen. Wardrummer at your service. Also, meine Kriegskapelle soll bestehen aus 4 Leuten und ich habe 4 zur Auswahl. Dann würde ich mal behaupten, es wird schwer. So, also ich kann ja aber mal vorlesen, ja? Jelda Starkhand, Kriegstrommler. Starkhand ist ein geschickter Kriegstrommler mit einer eigenartigen Persönlichkeit, definitiv. Kriegstrommler kanalisieren Magie durch ihr Instrument. Der indirekte Kontakt mit der mächtigen Magie wirkt sich nicht auf ihren Körper aus, fordert aber einen geistigen Tribut. Okay. Baruch Klingensturm ist ein Krieger. Baruch ist ein erfahrener Schwertkämpfer, bekannt für seine blitzschnellen Schwerthiebe und sein grüblerisches Verhalten. Auf dem Schlachtfeld ist der Krieger ein zuverlässiger Allzweck-Nahkämpfer, der sich auf Ausfallschritte und Gegenschläge verlässt, um hohen Schaden anzurichten. Ach, Barbar, ich habe gerade Barthaar gelesen. Ich wollte gerade sagen, so viel Bart hat er gar nicht und dann cool sieht er auch nicht aus. Aber schöne Ohrteller hat er. Steinschultern. Ach, auch noch ein Plural. Guck mal, das ist verheiratet. Nee, warte mal, das ist gar nicht der Ringfinger. Egal, das ist ein Barbar. Er hat also schon Kinder. Steinschultern
ist freundlich und beschützend, offenbart aber im Gefecht eine dunklere, wütendere Seite. Auf dem Schlachtfeld bewahrt er andere vor Schaden, indem er Schaden absorbiert und Gegner zurückstößt. Er ist ein Tank. Na, hoffentlich Elektro-Tank und nicht hier Benzintank. Ist ja auch egal. Racine Schafauge. Oder Schafauge. Der ist ein Bogenschütze. Racine ist ein exzentrischer Bogenschütze mit einem großen Kriegsbogen und einem noch größeren Ego und einem großen Bauch. Er ist darauf spezialisiert, aus der Ferne mit kritischen Treffern hohen Schaden anzurichten. Ja gut, ist ja gut, wir nehmen dich. Ja, okay, dann halt nicht. Du dazu, alles klar. Falscher Knopf, jetzt hat's. So, jetzt zeig mal her. Gehen wir jetzt mal in den richtigen Kampf. War's das schon? Sind wir schon fertig mit dem Tutorial? Wir werden es nie erfahren. Doch, jetzt. Bevor wir gehen, lasst uns noch ein paar Glücksbringer besorgen. Ein paar Glücksbringer? Aber hortet nicht alles, wir müssen den Dorfbewohnern was übrig lassen. Wie jetzt? Schmuckstücke. Schmuckstücke gewähren den Einheiten Vorzüge und Boni. Einheiten können maximal 2 Schmuckstücke anlegen. Was ist eine Einheit? Eine Person oder wir 4? Sie können auf dem Kartenbildschirm und in der Planungsphase angelegt werden, aber nicht im Gefecht. Rüste Schmuckstücke im Kriegskapellenmenü aus. Ich mag das Wort Kriegskapelle einfach. Du erreichst es, indem du den Knopf drückst, den ich auf meinem Controller nicht hab, oder das Kriegskapellen-Symbol auf dem Kartenbildschirm drückst. Okay, alles klar. Was hätten wir denn da? Zerbrechliche Axt plus 15% physischer Schaden. Dorniger Umhang. Gegner erleiden 50% des dieser Einheit zugeführten Schaden als Selbstschaden. Das finde ich geil. Gebogene Klinge. 10% kritische Chance. Boah, ich weiß ja, dass jeder auf Crit Boost geht. Ich nicht. Ich finde... Mann, in Monster Hunter ist meine Hauptwaffe eine Lanze. Ich bin der blockt. Ich bin der Schaden absorbiert und im besten Falle dabei weitergibt. Also den dornigen Umhang finde ich am geilsten. Ich sag, wie es ist. 50%, ich nehme das. Ganz klar, ne? Also können wir 2 wählen? Nee, nur einen hier. Okay. Bestätigen mit X. Wo ist X? Die Taste Y. Alles klar. Tolle Wahl. Wer soll das jetzt tragen? Ach so. Ist doch klar, oder? Soll dann mich gehen, den schneidigsten Kerl hier. Guck mal. Ernsthaft jetzt? Um Schmuckstücke auszurüsten, öffne das Kriegskapelle-Menü, indem du auf die Kriegskapelle-Schaltfläche klickst oder den Knopf, den ich nicht weiß, was es ist. Es ist Select. Sag doch einfach Select und Start. Hört doch auf, Knöpfe als Icon zu bezeichnen. Oder... Also wirklich, früher hießen die Knöpfe Select und Start und das war super. Jetzt heißen sie alles. Also Prince wäre stolz drauf. Die haben jetzt keinen Namen, die sind nur noch ein Symbol. Ist ja auch egal, so. Also, ich kann jetzt warum ist denn da rechts das Ding so ausgegraut? Es ist hell. So, Schmuckstückplatz mit A öffnen. So, also ich muss jetzt gucken, der da. Weil er ist ja mein Tank, ne? Und er soll, während er tankt, soll er quasi Schaden weitergeben, ne? Quasi giftige Benzindämpfe. Oder so. Keine Ahnung. Alles klar. Das Schmuckstück mit A wählen, um es anzulegen. Ja, mach mal. Wenn du zufrieden bist, schließe das Kriegskapellenmenü, indem du den Knopf drückst. Select heißt der. Oder B. B. B is it. In Ordnung. Lasst uns nach Osten gehen, um diesen Angriff an Ende zu setzen. Ja, hör auf zu labbern. Und lass uns mal da hingehen, durch den... Sehr schön. Ach so, ist jetzt vielleicht ein bisschen spät, wenn ich das jetzt sage, aber es ist... Ihr habt nichts gehört. Ich habe gerade Lasagne gegessen, der war sehr lecker. Es ist ein Roguelite. Sprich, wir werden oft sterben. Und wir werden den Tod begrüßen. Ich habe keine Ahnung, ich sag gerade irgendwas. So. Also. Sehe ich das richtig, dass das hier Kämpfe sind? Und weiter wissen wir noch nicht. Das können wir dann wahrscheinlich erst angucken, wenn wir da sind. Wie man das halt so macht. Kann ich da, wenn ich da jetzt drauf drücke, was passiert? Bom, 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 bom. Okay.
Ja, ich kann natürlich nur das nächste Feld wählen, aber interessant, ich dachte, ich kann hier irgendwie Ziel auswählen, Menü navigieren, Legende nachsehen. Gucke. Also, Gefecht, Elite-Gefecht, das wäre das da oben. Das ist irgendein Event, da gibt's Beute. Laden? Ist das ein Einkaufsladen? Oder lädt da das Spiel nach? Keine Ahnung. Eine Oase und eine Schmiede. Sowas sehe ich hier aber noch nicht. Was ist denn das da hinten? Das sieht aus, als würde man einen neuen für die Truppe kriegen. Das kann natürlich sein. So, Moment, wir sind noch nicht fertig. Menü navigieren. Achso, okay. Achso, kann ich da unten im Inventar, Kriegskapelle, zeig mal her, was kann ich denn da machen? Okay. Ich bin hier noch am rumgucken. Und ich würde mal sagen, ein Kämpfchen. Moment, Gold. Damit kannst du Gegenstände und Schmuckstücke beim Ladenbesitzer kaufen und Rhythmusessenz wird verwendet, um deine Kriegskapelle zwischen den Durchläufen stärker zu machen. Ist denn das meine XP oder wie? Interessant. So, jetzt pass auf. Ich würde sagen, ein Kämpfchen in Ehen kann keiner verwehren. Dann gehen wir da mal hin. Normales Gefecht nachts. Die Chance, dass ein Rudel Raubtiere sich dem Gefecht anschließt, also mir anschließt, oder gegen mich. Wir werden es nie erfahren. Auf geht's. So. Da sind wir. Planungsphase. Gefechtsmodifikatoren. Aha. Gefechtsmodifikatoren verändern Aspekte des aktuellen Gefechts zum Besseren oder Schlechteren. Sie werden normalerweise durch Wetterbedingungen oder die Tageszeit ausgelöst. Aktive Gefechtsmodifikatoren befinden sich am oberen Rand des Bildschirms. Okay. Bewege den Mauszeiger über die Symbole, um weitere Informationen zu erhalten. Nachtsmodifikator. Neue Gegner können dem Gefecht beitreten. Sie haben lila Lebenspunktebalken und greifen beide Teams auf dem Schlachtfeld an. Interessant. Also muss nicht direkt gegen mich sein. So, zuallererst mal würde ich gerne wissen... Moment, hier, ich nutze gerade die Maus. Was ist denn das da? Weißt du, dieser rote Pfeil da unten, was sagt der? Was sagt mir dieser Pfeil? Ach so, das sagt mir einfach, das sind die ich schon hingestellt habe. Alles klar, so. Danke. Dann würde ich mal sagen, wir gucken uns erstmal um. Das sind 2 Mannequin. Was sind das für Mannequin? Vagabundenschläger. Schläger gehören zu den Vagabunden, einem Banditenclan, der auf der Shioso-Ebene sein Unwesen treibt. Sie sind lausige Kämpfer, die sich auf Banditentaktiken verlassen, um ihre Gegner zu besiegen. Was sind denn Banditentaktiken? Einzelziel Nahkampfangriff, der physischen Schaden verursacht. Ja. Sehnenschlitzer. Einzelziel Nahkampfangriff, der physischen Schaden verursacht und Züge lang... Wie viel Züge lang? Egal, mit Bluten belegt. Bluten. Erzeugt in der Rhythmusphase einen Blutentaktgeber. Erleide Schaden, wenn du den Blutentaktgeber verfehlst. Okay. Betäubende Stiche, ein Einzelziel-Nahkampfangriff, der 2-mal physischen Schaden verursacht und 2 Züge lang verlangsamt zufügt. Verlangsamt. Das Tempo der Musik wird verlangsamt. Das ist doch geil. Minus 50% Bewegungspunkte, das ist nicht geil. So, die da oben kennen wir soweit. Ja gut. Also das ist wirklich hier mal ein Schlachtfeld. Das ist jetzt aber nicht so mega, also ja, das sind ja nur 3 Gegner, die machen wir platt, oder? So, pass auf. Er hat... Ich muss mal da... wie geht das nochmal? Ich muss mir hier ihn ein bisschen angucken. Ja... Ich verstehe doch nicht den Sinn von dem hier gerade. Also, wenn ich jetzt einen ersten Zug machen könnte... Also, ich verstehe es gerade nicht. Ist ja auch egal. So. Ja gut, dann... Mach mal was. So. Ich würde mal so sagen. Alles klar. Anfangen. So. Jetzt geht's los. Pass auf. Wie weit kann er sich denn bewegen? Wie kann ich denn das sehen? Da war doch irgendwie, gab es doch einen Knopf Hilfe öffnen. Gegnerreichweite an Gegner platzieren, Kamerazoom, Wegpunkt setzen, Hilfe schließen. Stärkungsdetails ansehen. Das war falscher Knopf. Moment. Der da? Ja, okay. Ist ja auch egal. Ich will eigentlich dem seine Details ansehen. Ich will eigentlich sehen, wie weit... Okay, er hat nicht wirklich hohe Bewegungsreichweite. Wir setzen ihn da mal hinter einen Stein, ja?
So. Fernkampfangriff. Ein Einzelziel-Fernkampfangriff, der physischen Schaden verursacht und eine hohe kritische Chance birgt. Wart mal mit dem Angriff. Das machen wir nachher. Wir wollen erstmal den Trommler trommeln lassen, aber wir können ja schon mal gucken. Achso. Ich kann nicht erstmal alle ziehen und dann angreifen. Okay, das ist natürlich doof. Dann muss man natürlich den Trommler zuerst bewegen. Feel the beat. Das sind die Gegner. Okay, das ist eigentlich recht cool, dass du von Anfang an durch das Lila da siehst. Ich hoffe, ihr seid gut in Farben erkennen. Ich finde die Farben nicht so schön. Also lila und blau auf einem blauen Hintergrund, da hätte man ein bisschen kontrastreicher machen können. Aber ich will nicht meckern. Pass auf. Also, man kann hier halt die maximale Reichweite erkennen von den Einheiten insgesamt. Das heißt, der könnte bis hierhin angreifen. So, gut, dann stellen wir unseren Trommler dahin. Ja. Wie weit kommst du? Nicht so weit. Und der hat 2 Felder. Das heißt, wenn ich ihn hier hinstelle, kommt er bis dahin. War das richtig? Ja. Dann würde er bis dahin kommen. Während er hier... Ja, das ist schon mal schlecht. Also muss ich den Trommler da hinstellen. So, alles klar. Und dann lassen wir ihn... mach mal... Drummeldummel, ja? Bin ich gut oder was? Ja, bin ich, weil ich nicht nur den Rhythmus im Ohr habe, ich kann auch einigermaßen okay nach Sicht spielen. Ich meine, ich habe jahrelang, auch wenn ich nicht so aussehe, Dance Dance Revolution gespielt und In the Groove und Pump It Up und wie alle die Tanzspiele heißen. So ein bisschen was ist dann doch hängen geblieben. So, auf geht's. Er hier muss da rein. So, und jetzt gucken wir mal, ob wir mit ihm irgendwas treffen. Was haben wir eigentlich noch? Oh, sorry, falsche Taste. Ich will eigentlich nur wissen, was für Gegenstände. Krähenfüßen, Fallenfeld, dass jeder einer, die drauf tritt, 25 Schaden zu. Das behalten wir mal noch. So, Moment. Ja. Jetzt pass auf. Kannst du irgendeinen angreifen? Nee. Du hast... Ich habe ihn natürlich hinterm Felsen geparkt. Und er kann nicht über den Felsen drüber schießen. Ja, das war jetzt nicht so schlau. Ich kann aber auch nicht großartig zurückgehen. Also ich kann schon. So. Aber ich glaube, weiter zurück wie er hier kann ich nicht. So, das ist natürlich jetzt halt doof, weil ich ja mit ihm nur... Kann ich... Moment. Ich kann auch hier hin. Okay. Dann probieren wir das Ganze nochmal, ja? Jetzt komme ich immerhin schon ein bisschen weiter. Nee, pass auf, wir parken ihn. Wir parken ihn da. Ja. So. Ja, klar, kannst du machen. Dann schieß mal eine Runde. Das Problem ist, dass wir nirgends hinschießen können. Den kannst du nicht treffen, den kannst du nicht treffen. Also es bringt gerade gar nichts. Wir müssen also hier ihn warten lassen. So, nächster bitte. Er stellt sich hier hin. Und da brauchen wir auch nichts machen. Aber warte. Wir können Gegner verhöhnen. Dass die Chance hoch ist, dass die ihn angreifen. Oh, guck mal, der hat auch da vorne so ein, kann man das sehen? Hier ein Lanzenzaun-Gedönse. Alles klar, dann machen wir das mal. Wie war der Rhythmus? Habe ich nicht gesehen. Moment, nochmal angucken. Rechts X halten. Wo ist X? Da ist X. Ihr Leute, ich habe mir einen Steam-Controller bestellt. Sobald der kommt, sollte sich das, wo ist X, wo ist Y, hoffentlich erledigt haben. Und dann erkenne ich auch, was Start und Select sein soll, weil das dann dieselben Tasten sind wie auf dem Controller. Mann. Ja, so, wollte ich ja nur gesagt haben. Also, das ist X, das ist A. Ich komme wirklich vor wie einer, der noch nie einen Controller in der Hand hatte. Wenn die aber... Ist ja auch egal. Auf geht's. Mach mal... Achso, ich muss ja Gegner verhöhnen. Ja, das geht natürlich. Ich kann natürlich keine Gegner verhöhnen. Ja, dumm, da musst du halt warten. So, und er hier... stellt sich dahin.
schön vorne an die Front. Hallo? Habe ich nicht gesagt, du sollst dich... Achso. Junge, ist ja gut. Bleib locker, bleib locker. Alles klar. So. Er kann auch nichts anderes machen als warten. Hütet euch. Da kommen noch mehr Tölen aus dem Norden. Okay, stimmt ja. Haben sie ja gesagt, im Dunkeln kommen ja neue Gegner dazu. Vielleicht greifen sie stattdessen diese Drecksäcke an. Ja, das kann natürlich sein, aber ich glaube nicht, dass diese Tölen... Achso, die greifen die Menschen an. Das kann natürlich sein. Ja, gute Idee. Wir sollten uns so positionieren, dass die herankommende Meute unsere Gegner zuerst riecht. Dann bekämpfen sie sich vielleicht gegenseitig. Greifen... Also wir sollten einfach weggehen, weiter nach unten gehen. Ich bin gerade so... Pass mal auf. Not interested. Wie not interested? Laber nicht. Zeig mal kurz her, ob du den erschießen könntest. Nee. Wenn man dich da hinstellt. Achso, ich kann in Etappen laufen. Also ich kann jetzt hier mich hinstellen, kann dann dahin gehen und kann dann dahin gehen. So. Ah, jetzt sehe ich hier. Oh, pass auf. Fernkampfeinheiten. Fernkampfeinheiten wie der Bogenschütze können Gegner aus vielen Feldern Entfernung angreifen. Du kannst die Reichweite einer Fähigkeit in Rot sehen, wenn die Fähigkeit gewählt wurde. So, die Rhythmusphase im Fernkampfangriff des Bogenschützen beinhaltet eine Halteaufforderung. Sie wird durch 2 Beats angezeigt, die durch eine Linie verbunden sind. Ja, hol's halt, kennen wir. Während dieser Phase hältst du eine Taste gedrückt und lässt sie dort los, wo die Halteaufforderung endet, natürlich im Takt des Schlags. In der Rhythmusphase des Fernkampfangriffs lege zuerst einen Pfeil ein, indem du X drückst. Ernsthaft jetzt? Ziele dann, indem du drückst und A auf dem Beat gedrückt hältst. Was muss ich drücken? A wahrscheinlich. Und zum Schluss lasse A auf dem Beat los, am Ende der Halteaufforderung den Pfeil fliegen zu lassen. Ach so. Ist ja auch egal. Mach einfach das, was die Tasten sagen und hör nicht auf das, was die Erklärung sein soll. So, jetzt pass auf. Würde ich gerne machen und zwar den da angreifen. So, dann machen wir das jetzt mal. Mal gucken. Ah, gut, oder? Ging so. Immer Besseres gesehen. So, jetzt müssen wir uns... Moment, lass mal gucken. So, der da kann grundsätzlich da oben hin. Wir müssen da ein bisschen runtergehen. Ich will nämlich wirklich, dass die Gegner da oben angreifen. So. Easy. So, wir... Okay. Ich kann den da angreifen. Und das machen wir jetzt halt auch. Dann ist der eine schon mal weg. Aber das ist ja eigentlich Quatsch. Ist mir egal, ob da Gegner kommen oder nicht. Ich mache sie alle platt. Mann, ich bin ein Barbar. Ich bin hier, um zu kämpfen, nicht um zu denken. Okay? So. Siehste, der ist platt. Okay. Und ihn hier platziere ich da. Und dann... Also, Moment, hätte ich auch ihn angreifen können? Nö. Also, zermalmende Hiebe kann ich nicht machen, aber dieses Verhöhen da, das will ich machen. So. Ja, ja, das ist gut. Wie waren die Dinge? Rechts, X, X8. Ja, wenn man Ast rein verpasst. Sehr schön. So. Sieht gut aus, oder? Nächste Runde, bitte. Alter, haut der rein. Geht's noch? Nein, nicht. Ah ja, gut, ihn kann er draufhauen. Ah, gucke. Oh, das ist voll praktisch mit dem Ding. So, jetzt kommen von oben Gegner, ja? Ja, sehr gut. Mann, hab ich gut geplant oder was? Ja, hab ich. Der kommt jetzt auch... Oh, nee, hab ich nicht gut geplant. Ist egal. Okay, kriegen wir hin. So, Kriegskapelle-Zug. Zuallererst mal müssen wir dem hier ein bisschen einheizen. Rhythmus der Macht. Ich würde gerne das da machen.
Okay. So. Hahaha. Jetzt wird besser sagen können. Dann würde ich gerne mit ihm hier mich dahin stellen. Felder auf dem Schlachtfeld. Was ist denn hier noch? Verschiedene Felder auf dem Schlachtfeld gewähren defensive und offensive Boni für Einheiten, die darauf stehen. Fährst du mit dem Mauszeiger über ein Feld, werden seine Eigenschaften in der oberen linken Ecke deines Bildschirms angezeigt. Aha, dorniger Busch, 15% Defense in dem Fall. Versuche deine Truppen innerhalb von defensiven Feldern wie Büschen, Trümmern oder Stachelnestern zu positionieren, um einen Vorteil zu erlangen. Und wo bin ich gerade? Trockener Busch. Erlittener Schaden minus 15%. So, jetzt lass mal hier, ich will den da erschnippeln. Erschnippeln? Erschießen. So, der ist weg. Jetzt ist ja nur noch die eine Töle übrig. Ist das richtig? Nee. Da ist noch ein Gegner. Dann würde ich mal sagen, jetzt können wir ja gucken, die sind ja mit Langsamkeit verzaubert. Was das bedeutet, weiß ich allerdings nicht. Ist dann wirklich die Musik langsamer? Das ist doch dann aber viel einfacher, oder nicht? Verstehe da nicht ganz. Naja. Dann würde ich mal sagen... Ja, mach mal einfach so, ja. Ich hau mit ihm hier da drauf. Nö, brauchst dich gar nicht groß zu bewegen. Okay. Alter. Der hat schon ordentlich Schaden gemacht. So. Also, nicht ordentlich Schaden gemacht. So. Und ihn hier würde ich gerne... Scheinbar kann ich nur von da angreifen. Okay. Ja dann. Drauf und Wetter. Ich muss wirklich so extrem auf Sicht spielen gerade. Das ist schlimm. So. Ein Gegner ist noch da. Da geht es natürlich auf meinen Bogenschütze. Das ist nicht gut. Ich habe doch aber eigentlich meinen Jodler da abgelassen. Sollte der nicht auf... Naja, komm. Pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. Wir werden uns hier hinstellen. Und dann werde ich hier das da machen. Den Rhythmus der Macht. Wir müssen uns mal ein bisschen heilen hier. Alles klärchen, Popärchen. Das haben wir hingekriegt. So. Ich glaube, wir waren einfach nicht gebufft. Ich will eigentlich ihn hier leveln lassen. Weil die sind ja alle schon Level 2. Er ist Level 2. Er auch? Er auch? Moment. Ist das nicht Level 2? Was ist denn 1, 2, 2, 3? Ich habe keine Ahnung. Ist ja jetzt auch egal. Dann... Wo sind wir denn gerade? Ja, komm. Was? Wieso komme ich denn da jetzt nicht dran an ihn? Also... Was? Okay. Ach so, ich muss einen Abstand, weil ich wahrscheinlich so eine... Nee, nix einen Abstand. Ach so, doch. Hä? Okay, das verstehe ich gerade nicht. Warum? Kann ich denn da nicht hingehen, Junge? Oder ist da irgendwie noch ein anderer gerade dran? Ist der Trommler kann sich nicht bewegen. Okay. Ach so. Ja gut, dann stell du dich mal dahin und schieß dem da auf den Latz. So. Haben wir geschafft. Sieg. Oh, wir werden geheilt nach einem Sieg. Okay. Also, Rhythmuswerte, ja, es war jetzt nicht so, aber egal. Lege neue Schmuckstücke. Was gibt's denn hier? Zerbrechliche Axt, 15% physischer Schaden oder noch mehr Krähenfüße. Diesmal nehmen wir die zerbrechliche Axt. Lege neue Schmuckstücke rasch an, indem du auf rechter Trigger drückst, um die Schnellausrüstungskacken... Okay, ich verstehe. So, du kriegst eine Axt. Und du, kann ich jetzt bei dir hier die Krähenfüße wählen? Nee, weil ich nur ein Dingens wählen kann. Ja, schade. Ja, schade, schade, Schokolade. Alles klar, so.
Badam, badam. Was gibt's denn hier? Kniehaltung. Was? Okay. Nimm im nächsten Zug eine Kniehaltung ein, welche die Reichweite um 1 und die kritische... Rechter Button. Wahrscheinlich heißt das, die kritische Chance sowie den Schaden um 10 bis 20% erhöht. Aber du kannst dich nicht bewegen. Wenn du die Haltung im nächsten Zug aufhebst, erhältst du 2 Bewegungspunkte sowie benommen für einen Zug. Ach so. Dann kann man sich zwar wieder bewegen, aber man ist dann irgendwie benommen. Was ist denn benommen? Zeig ich mal kurz her, was benommen ist. Maus? Maus. Kann ich da nicht gucken, was benommen ist? Nee, scheinbar nicht. Okay, was haben wir sonst noch? Wachsamkeit. Moment, mit dem kann ich gar nichts anfangen. So, hier. Wähle ein Gebiet aus, das du mit Wachsamkeit abdecken willst. Die ersten Gegner, die das Gebiet betreten, lösen einen Rhythmusphasenangriff während des gegnerischen Zuges aus. Aha. Okay, also ich sage, diese Fleck da vorne, wenn da ein Gegner reingeht, werden sie automatisch von mir in den Kampf verwickelt. Auch wenn die Gegner noch am Zug sind. Das kann ganz praktisch sein. Dann würde ich eher das da nehmen. So, guti. Jetzt haben wir bei ihm hier Visualisieren. Wähle einen Angriff, um zu visualisieren. Er wird verstärkt und verursacht plus 10 bis 30% Schaden und seine Rhythmusphase verwendet nur A. Okay, wähle einen Angriff zu visualisieren. Also einfach, dann wähle ich da ich ja eh nichts anderes auswählen kann, ja klar nehme ich das. Alles klar. Weiter. So. Sehr schön. Dann laden wir. Und jetzt dürfte ich sehen können, was das da ist, nicht? Achso, ich dachte, du kriegst jetzt hier direkt angezeigt. Naja, ist ja jetzt auch nicht egal, ist ja auch egal. Ich dachte, du siehst jetzt hier, was für ein Event das ist. Naja, das werden wir dann morgen sehen. Ich würde mal behaupten, wir haben jetzt so einen Großteil, also einen guten Teil vom Tutorial haben wir jetzt wohl gesehen, so die Grunddinger sowas. Ab jetzt geht es ein bisschen ans Kämpfen und dann würde ich sagen, dann legen wir morgen los mit der richtigen Folge 1. Okay, gut, danke und bleibt muskulös. Ist das eine barbarische Verabschiedung oder was? Tschüss.